Der Kampf geht weiter zwischen Sasuke und Itachi. 互いの術と意志が交錯する戦いは次第にサスケが優勢に運び始める。しかしイタチは切り札スサノオを使い一気に形勢を逆転。 Ausgerechnet Susanoo, die angeblich ultimative Abwehr, zumindest so wie sie Sasuke betitelt. 圧倒的なイタチのチャクラを前にサスケは劣勢に陥るのだった。 wie wahr, wenn ihm da nicht eine alte Schlange zu Hilfe kommen würde. そろそろ決着をつけるぞ、サスケ。この状況どうすれば。Ja. Wie gesagt, eine alte Schlange, damit war eigentlich Orochimaru gemeint. Ja, der lässt offenbar gerne bitten. Okay, Kampf gewinnen, erwacht nicht möglich, Gegenangstärke wächst um 25, na ganz toll. Und der hat auch noch seinen Erwachmodus drauf, er ist hier super. Wow, weg hier, wow. Toll, was mach ich jetzt? Wow, au. Zu spät gesehen. Ja, was mache ich jetzt? Mal gucken. Kurz des Drachenfeuers. Schön auf Abstand halten. Kirin! Was? Bringt nix. Ja, klar, willst du mich verarschen? Das schwäche Drachenfeuer, das bringt's, ja, aber das andere, nö, keine Chance. Wieso auch? Ist er viel zu schwach oder was? Wow, ich hau ab. Tschüss! Ne, sorry Leute, aber gegen Susanoo, und vor allem gegen sein Feuer Susanoo. Ich bin doch nicht bescheuert. Okay, doch, aber es tut es hier nicht zur Sache. Nein. Wow. Ich muss durchhalten. Durchhalten heißt die Parole. Ich rufe nur seinen Wachmodus. Hört irgendwann mal auf. Wow. Au. Ich will doch nur ausweichen. Lasst mich doch mal. Hilfe. Leute, helft mir doch mal. Oh, was soll ich tun? Ich brauche mehr Chakra! Wow. Tja, mehr Chakra ist gerade ein bisschen Essig, wa? Drachenfeuer, Jutsu! Wow, die habe ich jetzt nicht gesehen. Und ich beende es. Finish him off, Itachi. Ich sagte finish him off, Itachi. Puh, hat doch noch geklappt. Relativ easy, wa? Schwitz, Keuch, Hust. Ja, was mich ein bisschen überrascht, weil irgendwie fällt da ja Orochimaru. Komm schon, Rang B, also das müsste drin liegen, wa? Komm schon. Nichts gewesen in den Spesen. Ich wollte gar keine Spesen, ich wollte nur Rang B haben. Ist das so schwer? Das ist immer so viel auf Gesundheit setzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie geht's jetzt weiter? 視力を尽くし薄れゆく意識の中でイタチは最後の思いをサスケに残し Tatsächlich, Orochimaru taucht nicht mehr auf. Also gut, noch zur kurzen Erklärung. Ja. Während dem Kampf sogar zwischen Sasuke und Itachi als fast den Namen falsch gebracht. Also, als Itachi Susanoo herbeigerufen hat, da hatte Sasuke ja fast kein Chakra mehr, beziehungsweise wirklich gar keins mehr, und da er Orochimaru nicht mehr unterdrücken wollte, ja, der lebt immer noch, weil es ja Orochimarus eigenes Jutsu war, das er damals bei Sasuke anwenden wollte, dieser aber das mit seinem Genjutsu umgekehrt hat, konnte Sasuke zwar Orochimaru in seinen Körper einverleiben, aber ihn nicht vollständig, ja, sagen wir mal, vollständig übernehmen, war. Also Orochimaru war immer noch am Leben, aber halt ein bisschen unterbunden. Aber das gehörte offenbar zu Orochimarus Plan. Denn nun, da Itachi auch geschwächt war, wollte dieser aus Sasuke Körper ausbrechen, was ihm auch gelungen ist, und wollte dann Itachi übernehmen, was ihm aber dann eben nicht gelungen ist. Da Itachi sein Geisterschwert, jetzt bin ich am überlegen, was das Teil schon da hieß. Ja, keine Ahnung, fällt mir gar nicht mehr ein. Auf alle Fälle hat er da sein... Er ist auch so ein Genjutsu-Schwert-Dingsbums, so etwas ähnliches wie das, auch so eine ähnlich heilige Waffe wie Orochimaru sie trägt. Na, ihr wisst schon, er hat doch da sein Kusanagi-Dingsbums, sein Grasschwert, wie es im Deutschen heißt.
Ja, Itachi hat halt ein ähnliches Schwert, nur dass seines halt, wie gesagt, so eine, ja, wie eine Geistform hat. Diese setzt er dann mit Susanoo ein und das Besondere an diesem Schwert ist, zum einen wollte Orochimaru das auch schon unbedingt, der hat schon lange danach gesucht offenbar, aber Itachi hat das irgendwie seit kurzem in seinen Besitz gebracht. Frag mich nicht wieso, das wurde bis heute noch nicht aufgeklärt. Jedenfalls, sobald man mit diesem Schwert in Berührung kommt, wird man in diesem Schwert versiegelt und das ist ein ewiges Genjutsu. Ja, dabei sind allerdings drei kleine, stimmt's überhaupt? Waren es wirklich drei? Ja, drei kleine Schlangen sind dabei entkommen von Orochimaru. Die haben sich dann von ihm abgespalten, als er eingesagt wurde. Eine davon, das weiß man, wurde von Itachis, muss klar, kurz überlegen, war es jetzt, nee, Susanoo war es nicht, nein, es wurde von seinem Amaterasu verbrannt. Aber zwei weitere sind entkommen. Daher ist es noch nicht vollständig ausgeschlossen, dass Orochimaru eines Tages doch zurückkehren könnte, weil er könnte sich ja in einem dieser Schlangen verschanzt haben. Naja, soviel zur Theorie, jetzt endlich weiter. 弟を前に倒れた。 Ja, die rührende Szene haben wir jetzt hier leider verpasst, die wurde auch nicht rübergebracht. Ich glaube aber irgendwie, dass die entweder, ja, vielleicht kommt die ja in der Geschichte von Itachi noch vor, die müsste es ja irgendwie auch geben, zumindest wenn man den Sioletten im Story-Modus vorhin Glauben schenken konnte. 当のサスケも疲労に倒れ、次に目を覚ますと、そこにあったのはかつトビは自らを内葉マダラと語り、内葉イタチの真実をサスケに語り始める。イタチの願い、一族の粛清、その本当の意味、すべては空ごと、すべては虚構、すべてはこの葉の任務として。 Eigentlich auch bitter, oder? Man muss sich mal vorstellen, hey, du bist ein Shinobi, tust immer alles für das Dorf, bist irgendwie der Stärkste des Clans oder giltst als der Stärkste, willst sie mal beeindrucken, hast einen kleinen Bruder, der zu dir aufsieht und so weiter und so fort. Und dann kommen einfach die Obereltern von Konoha und sagen, ja, der Uchiha-Clan, der ist gefährlich, der will einen Putsch starten und so weiter und so fort. Itachi, kann das bitte mal für uns erledigen? Danke. Ja. Da muss man sich echt fragen, kann man das echt bringen? Kann man seinen eigenen Clan auslöschen? Und was sind die Konsequenzen davon? Und was sind die Konsequenzen, wenn man es eben nicht tut? イタチの行動はすべて最愛の弟のためにあった。 Ja, Itachi entschied sich für サスケ das. を裏切ってなどいなかった。 Mann, ist der Erzähler langsam, hey. Also, Itachi entschied sich wirklich für das, was wohl, ja, ich schätze mal, die wenigsten getan haben. Er entschied sich für das Wohl des Dorfes, er wollte kein Risiko eingehen, er wollte keinen Krieg, pipapo, weil er das, glaube ich, schon als Kind mal erlebt hat, zumindest hieß es mal so, oder? Pipa, ja, so ist es mal, genau. Als Kind hat er mal, ich glaube, das wäre sogar der 4. Shinobi-Weltkrieg, eben hat er nur als Kind miterlebt und so, am Rande eigentlich, aber hat ihn trotzdem ein bisschen traumatisiert und er wollte nicht, dass es sowas noch einmal gibt. Und vor allem nicht in seinem eigenen Dorf. Daher hat er sich entschieden, dem Rat bzw. dem Wunsch, bzw. dem Auftrag natürlich, BZW, wie auch immer, dem Wunsch des der Ältesten von Konoha zu erfüllen und seinen eigenen Clan auslöschen. Außer Sasuke, weil der war, glaube ich zumindest, also es wurde zwar nirgendwo irgendwie bestätigt oder so, aber es würde zumindest Sinn ergeben, denn Sasuke hatte als einzigen verschont, weil dieser nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte, war nicht involviert, nichts. Also schätze ich mal, dass Sasuke von allen im Uchiha-Clan der Jüngste war. 真実はサスケの心を大いに揺さぶり。 Ja, ist natürlich schon ein bisschen brutal, oder? Ich meine, wie alt war Sasuke damals? Etwa 7 oder 8 Jahre alt, als das Ganze, ja, als halt Itachi seinen Clan, seinen eigenen Clan, seine eigenen Eltern und so weiter getötet hat. Er hat Sasuke ja mit seinem Tsukuyomi in ein, ja, traumabedingtes Genjutsu gesteckt, was ihn ja bis heute noch traumatisiert hat. Um ihm einfach vor Augen zu führen, dass Sasuke zu schwach sei, dass er mehr hassen müsse und so weiter und so fort, dass Itachi quasi das ultimative Böse ist. Und er hat bis
ja, man könnte sagen, bis er 16 oder war er erst 15 hier, ich weiß gar nicht mehr, oder zumindest, ja, sagen wir es mal 16 Jahre alt. Auf alle Fälle sicher mehr als die Hälfte seines Lebens hat er damit verbracht, dieser Rache nachzujagen, wurde immer mehr und mehr böse. Ja, gut, nein, böse wird er eigentlich erst noch. Auf alle Fälle war ihm alles andere egal, er wollte nur seine Rache, wollte stärker werden und so weiter und so fort. Und nun stellt sich heraus, dass Itachi gar nicht der Böse war, sondern er sogar wollte, dass Sasuke gewinnt und dann zum Helden des Dorfes sozusagen wird. Aber Sasuke hat ja andere Pläne. そしてその刃を兄弟の運命を狂わせた元凶木の葉へと向ける。 Genau, denn Itachi hat ihm ja kurz vor seinem Tod noch, jetzt, ja gut, jetzt sehen wir seine Mangekyou-Shan in Augen, aber Itachi hat Sasuke noch vor seinem Tod kurz auf die Stirn, ja, wir sagen jetzt getippt, genau mit den Fingern, getippt, oder könnte Schlagen sagen, hat ihn noch kurz auf die Stirn getippt und somit einen Teil seiner Augenkräfte übertragen. Inwiefern das jetzt mit der Erweckung von Sasukes Mangekyou-Shan ganz zu tun hat, kann man nur spekulieren. Ich schätze mal, es war wirklich nur als Abwehr gegen Tobi gedacht, weil, ja, Itachi denkte, dass Tobi Madara sei und er wollte Sasuke vor diesem beschützen und deshalb hat er da, könnte man sagen, ein automatisch aktivierbares Amaterasu angepflanzt in Sasuke. Das heißt, sobald dieser in die Augen von Madara bzw. eben Tobi blickt, dann würde automatisch sich das Amaterasu von Sasuke aktivieren und dann halt Tobi attackieren. Ja. Und jetzt halt durch die ganze Trauer und so weiter hat Sasuke sein eigenes Mangekyou-Sharingan entwickelt. Das ein bisschen seltsam aussieht, wenn ich mal das so sagen darf. Zumindest jetzt im Vergleich zu den anderen bereits bekannten Mangekyou-Shangans. 隠してこの葉を滅ぼす力を得るために Er will also echt ganz Konoha vernichten. Sogar diejenigen, die ja gar nichts damit zu tun haben. Ich meine, sorry, aber das waren nur die Ältesten, die wollten, dass Itachi seinen Clan umbringt. Plus natürlich der dritte Hokage damals. Das heißt, der dritte Hokage, die beiden Ältesten, die mal mit dem dritten Hokage ein Team gebildet haben. Und dann so halt der Anführer von Team Ne, also vom Anbu-Team Ne. Ja, von Anbu Ne halt. Diese 4 Stück. Der dritte Hokage ist bereits tot, das heißt, rein theoretisch müsste ich Sasuke nur noch an 3 Personen rechnen. Und ganz ehrlich, ich würde es ja verstehen, dass er sich rächen würde. Ich meine, wer würde es in so einer Situation nicht tun? Aber erstmal das umzusetzen ist schon eine Sache. Und dann natürlich will er nicht nur die 3 Ältesten vernichten, sondern gleich ganz Konoha. 内葉サスケは暁へ加担しマダラの命のもと八尾の陣中力キラー B の捕獲に向かうのだった。 Ach du Scheiße, es kommt ja auch noch, ganz vergessen. Oh nein, gegen Killer Bee. あんたがキラー B か。お前何者だバカ野郎この野郎 Ja, ich liebe seine Raps. 八尾、あんたを拘束する。 Der Hachibi. Ja. Sorry noch für die ganz langen Erklärungen und so weiter und so fort. Ich weiß, es ist vielleicht nicht gerade für jeden interessant. Ich schätze mal für die wenigsten. Ja, aber halt, es gibt halt solche Momente, wenn man gerade so im Kämpfen ist, beziehungsweise eine Szene erwartet und sie taucht dann nicht auf, dann hat man vielleicht das Gefühl, man müsse das kurz erklären. So. Jetzt aber zum Kampf, kein Gequatsche mehr, vor allem kein Unnötiges. Ja, der ist nicht... Wow. Der ist nicht schlecht. Wow. Ich habe geblockt, ja, ich habe geblockt. Nein, nein, nicht Drachiato! Au. Au. Das hatte man im Manga ja auch gebracht, hey. Alter, hat das Sasukes Brustkerzen aufgeschlitzt, hey. Da musste ich zuerst mal Karin retten. Das ist ein Scherz, wa? Hey, ich habe ja auf Abwehr geklickt. Kennen Sie das? Abwehr? Hm? Ja, sowas gibt's. Gibt's ja wohl nicht, hey. Shidori-Klinge! Den Move kenne ich noch gar nicht. Sieht aber cool aus. Darf eigentlich heute noch so ein Drachenfeuer machen? Okay. Moment mal schnell.
Oh, er hat's abgeblockt, er hat's abgeblockt. Ich krieg die Motten, ich krieg die Motten. Boah, Alter, ey, Killer Bee. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Yo, yo, probier's mal mit Gemütlichkeit, Alter. Eigentlich kann er mir nicht mehr ausweichen, das heißt, das wäre die perfekte Gelegenheit. Ja, nichts gewesen in Spesen, Alter. Er lässt sich nicht fangen, der Alte. Na, warte. Amaterasu! Ups. Das sah seltsam aus, wie ein Grafikfehler. Nein, er hat einen Hachibi rausgelassen. Wisst ihr was? Ich hau ab. Tschüss! Wow, 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 wow. Alter, probier's mal mit Gemütlichkeit, ja? Mir fällt gerade mal so einfach kein Jahr. Nein, lass mich, lass mich. Das darf wohl nicht wahr sein, ich wollte gar in der Wachzustand. Und tschüss. Ja, Geheimtechnik-Video. Dämlicher Ochse, Oktopus. Das war ja ein Krake, aber nee, ist ein Oktopus. Ein Krake hat nicht so lange, so viele Arme, oder? Nur 6 oder sogar 9. Auf alle Fälle eine andere Anzahl. So, Killer Bee, jetzt weiß ich, wie du drauf bist, Mann. Friss die schwarzen Flammen, auch wenn es weh tut. Chidori-Klinge! Nicht schlecht, Alter! Bin mal gespannt, was er so treibt. Ist was? Ich hab keinen Bock drauf zu warten, was er so treibt. Haha, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Ich darf ihn bloß nicht dazu kommen lassen, dass er... Wow. Bam! Sollte eigentlich ein Wurf werden und kein Sturmangriff, aber naja. Cool sah es trotzdem aus. Wow! Oh, ich hab kein Tauschjutsu mehr. Wow, auf Abwehr. Und tschüss. Tschüss. Nein! Au, 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 au. Und ich hau wieder mal ab. Juhu, wow, wow. Ja, ich kann springen, ich kann springen. Ja, was anderes? Ja, eine Gießbombe oder sowas, was es auch immer sein soll. Ein bisschen Push-Up, oder? Versuch's doch. Friss die schwarzen Flammen. Er will sie aber nicht fressen. Na gut. Dann komme ich halt zu dir. Oh, das glaube ich einfach nicht. Chidori-Klinge. Geht doch. So, jetzt muss ich aufpassen. Kannst du nicht mehr tauschen, aber das spielt gerade keine Rolle. Ich habe Killer Bee schon so gut wie erledigt. Nein, nein, nicht jetzt. Nein! Oh. Ja, wie das klingt. Au, 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 au. Ja, was halt? Weißt du was, Alter? Den Trick kann ich auch. Gucke mal. Ja, ich dachte, ich könnte den Trick zwar auch, aber oh oh, oh oh, oh oh. Amaterasu for the win, würde ich mal behaupten. Ja, vermutlich du, oder was? Oh, 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 wie bitter ist denn das denn bitte? Ziemlich. Naja, also... Ja, ich geb's zu, Killer Bee war nicht schlecht, er war sogar ziemlich stark, aber... マダラに8尾を引き渡すことに成功したサスケは Ja, glaubt er zumindest. ついに復讐の矛先である木の葉隠れに向け進行を開始する Da müsste eigentlich schon langsam der Kampf gegen Danzo kommen, wa? 森をかける一行しかしその行動は Oh, ich muss langsam den Part beenden, Freunde.
変更を余儀なくさ。まだらの情報、それはイタチを陥れた首謀者団蔵が Na, das ist ja mal ganz toll. 木の葉の六代目火影として鉄の国の五影階段上、サスケは目標を団蔵に定め鉄の国に向けて走り始める。 Nun gut, Leute, wie es in Tetsu no Kuni bzw. dem Reich des Eisens übersetzt aussehen wird, wer da unser Gegner sein wird, ob wir da wirklich schon auf Danzo treffen, das empfiehlt es mir im nächsten Part von Naruto Shippuden Anime Ninja Storm Generations. Vielen Dank fürs Zusehen und nochmal sorry für die teilweise langen Erklärungen, da habe ich doch tatsächlich, glaube ich, etwa 5 Minuten rumgequatscht. Darf wohl nicht wahr sein. Egal, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.